wollte eigentlich den Eko machen von den Überlegungen, die auch schon andere gesagt haben, dass wir eine neue Institution schaffen, von der alles ernst wie sicher ist, dass wir sie überhaupt brauchen. Als Konklusion ist nicht nur, dass wir sie nicht brauchen, sondern dass sie zu gefährlich ist. Also sie ist ungerecht. Sie ist ungerecht gegenüber den Akteuren, die sich bislang hauptsächlich um die Ausschaffung der Programme gekümmert haben, nämlich Professoren. Wir haben an diesen Jahren ja immer hören, wie wichtig es ist, die Ausbildung der Professoren. Sie sind die Experten am Unterrichtswesen. Es ist viel geschwärzt, wo Pädagogik, von Didaktik, die muss ausgeschafft werden, dass Didaktik mir wichtig soll sein. An den Herrn Minister Meisch hat eine ganz reihe Initiative geholt in dem Bereich. Als schlussendlich, am Ende dieser Legislaturperiode, sind die Experten praktisch entmuscht, und sie kriegen eine Kommission nationale des Programms vorgesehen. Das ist nicht harmlos. Wo Gespräche wären, wie eine Kommission zu schaffen, wie die Magistratur, der Magistratur vorgesehen zu gehen, haben sich zu Recht Magistraten dagegen gewährt. Sie haben die Unabhängigkeit von der Justiz vorgesehen. Hier gehen Professoren eigentlich an ihrem Domain entmuscht, weil, wie man am Hansen auch schon gesagt hat, wenn Herr No eine Proposition von der Kommission vom Minister zurückgehalten wird, da kriegen Professor und das just noch pour Exekution. Sie eigentlich die Hauptverantwortlichen am Unterrichtswesen gehen hier zu Fifre degradiert. Das kann an dem ganzen Newspeak an der Education nationale, wie es an den letzten Jahren angezogen als die Noflang für Französisch heißt, kann das alles probieren zu justifizieren mit schrecklichen Sätzen. Herr Wagner hat für drinnen einen schrecklichen Satz zitiert. Ich werde dich auch zitieren. Sätze, die eigentlich nicht mehr nach Verstoppen, vernebeln, keine Aussummen haben, die wirklich direkt an irgendeine sprachliche Logik übersetzen. Le cadre curriculaire vise à établir une cohérence verticale entre les différents niveaux conceptuels curriculaires et les enseignements pour devenir ainsi un garant de la cohérence transversale entre les différents programmes disciplinaires. Das klingt Französisch, das ist aber nicht mehr Französisch, das ist überhaupt nicht. Das ist Zusammensetzung, wo wir da, wie zu sagen, wir hätten gerne eine klare politische Kontrolle über den Inhalt von der Schule. Und dafür braucht man gesellschaftliche Akteure, die eigentlich zusammenkommen, an der Schule die Orientierung sollen gehen, und das ist die politische Absicht hier. Und neben vielen anderen Reformen, die an demselben Sinn von dieser Koalition gemerkt werden. Es steht immer an den Text da. Der Conseil national des programmes, den hast du wie les nouvelles demandes qui émergent des mutations sociétales zu observieren, soll sich der PIFR orientieren, die doch immer sind, an soll eigentlich dann alles gucken, was gesellschaftliche Entwicklungen sind. Wir wollen ein Conseil national des programmes kreieren, den er verdient, dann hätte er gucken, soll den Kontakt halten zu der Welt von der Wissenschaft zum Beispiel, zu der Welt von der Literatur und der Kunst, zu der Welt von der Berufsausbildung, für vielleicht Impulse zu gehen, die wirklich an ein Curriculum gehören, an eine Schule, für eine Schule immer bei einem hohen Niveau zu haben. Das ist hier absolut nicht Absicht. Hier geht es just um gesellschaftliche Veränderungen, was doch das immer soll heischen, die an die Schule sollen rabrüscht gehen. Die Schule ist auch da, für die Leute mal etwas beizubringen. Wir hätten, wie gesagt, ein Weg an lebensermöglichen Platz für gesellschaftspolitische Konzepte hier umzusetzen. Ich erkenne der Partei wirklich nicht mehr rum, Herr Minister. Es ist auch so, dass die PIFR, die hier zitiert gehen, was tun die dann selber, wie katastrophal Resultate an der Politik, die sie an den letzten Jahren appliziert haben. Die Reformen von Lionel Jospin a Frankreich, die mir hier als Delvaux-Reformen umgesetzt haben, kurz darauf. Was ist dann das Resultat davon, wie nicht ein Nivellement wäre an unseren Schulen? Was ist dann die Diskussion an Deutschland, die auf viele Plätze gefeiert wird, um die Reduzierung von der 12. Schuljahre, wo wir in die andere Richtung gehen? Und welche Länder soll man uns dann inspirieren und ihre negativen Erfahrungen am Platz de Courage zu haben, wie zu so, was das für Lützeburg der richtige Weg, was das für Island der richtige Weg, was brauchen wir, was machen wir für auch als Identität als Land und als Konkurrenzfähigkeit als Land können zu erhalten, an dem Kontext, den ich schon skizziert habe, nämlich der Kanner wirklich Bildungs- und Ausbildungschancen zu gehen. Die Chambre des Fonctionnaires hat den richtigen Weg abgewiesen, wenn es wirklich drin gegangen wäre.
fir d Kohärenz tschen de Programmkommissionen zu verbessern. Dat hätte könne man oni een neid politisch Organ. Et hätte wirklich könne probieren, die Leiit méi zu Summe zu bringen, wann der nedig ass mech zweifel net droen, dat de Programmkommission noch lo schon aufgestimmt huet missen aufgestimmt gin. Och van der Verbesserungspotenzial fleisch do wär, aber am Vertrauen vun den Professoren zu summen an am Vertrauen zu den Professoren. Außerdem will ich auch nicht vermissen, Herr Präsident, und ich komme zum Schluss, zu sagen, dass auch an diesem Gesetz Demokratische Partei eine Quoteregelung angeschrieben hat, etwas, was für die DDR nicht akzeptabel ist.